Salut! Und herzlich willkommen bei Luxplay. Besonders rum dabei, aber wo fände den Eis? Wir sind natürlich dabei an mir zocken. Wie soll das sein? Das geht um Assassin's Creed Shadows 4 an Insoi. Viel Spaß! Mit dreimal verschieben kommt das Spiel raus, wo 4 Release schon viel darüber diskutiert wird. Redet das natürlich von Assassin's Creed Shadows. Und obwohl Meinungen von beiden nie gegangen sind, hat das Spiel in der ersten Woche Millionen von Kopien verkauft. Aber wie mir das Spiel auch gefallen hat, das sieht da los. Dann ist es lo mir für das neue Spiel an der Assassin's Creed Franchise zu präsentieren, nämlich Assassin's Creed Shadows. Das Spiel hat am Anfang schon sollte letzten November rauskommen, für genau zu sein der 15. Mit 2 Monate für die Rundkroute mit Info, dass es auf den 14. Februar 2025 verschiebt wird. Und dann am Januar kommuniziert, der finale Release soll dann endlich den 20. März sein. Und da kommt dann noch endlich raus. Ob die ganz Verschiebungen der Wert waren, da zählen ich erst allo. Wie auch schon bei den Viergänger, haben sie sich heute auch ein neues Szenerie aufhalten gelassen. The Shadows spielt nämlich am feudalen Japan, das ist plus minus am 16. Jahrhundert. Dann haben wir gerade Naoe, Shinobi und den Yasuke, einen afrikanischen Samurai. Wir fangen das Spiel mit Yasuke und lernen direkt sein Spielprinzip und sein Kampfsystem kennen. Hinter sich starken und agile Kämpfer, sodass es schnell geht, für seinen Gegner zu besiegen. Relativ schnell wechseln wir zu Naoe, gesehen am Anfang dieselbe Szene, mehr als singen an, wie sie die Opfer sind und eben sein Dorf angegriffen wird. Mit Team spielen wir dann noch den Prolog und kommen so auf den Hauptpunkt von der Story. Naoe will Revanche für seinen Top und eine Organisation holen, wo ihn sich ein bisschen vorstellen wie an den Dealer für Thron als japanische Variante von den Templerorden. Die haben ihn umgeholt, weil hier in Besitz war von einer Küste, die von großem Wert war. Mit der Revenge könnt ihr noch hoffentlich die Ablesung, was an der Küste dran ist. Naoe ist ein Charakter, wo ihr wahrscheinlich mehr von den klassischen Dealer werden kennen, Männer von den neuen, weil do mehr das Prinzip vom Yasuke vorkommen ist. Beim Naoe steht Stealth ganz oben auf der Liste. Wir können also Südverein, Ruschleichen und lautlos umbringen. Wenn es nicht gerade auf all Surface ausrutscht, auf die Punkte komme ich noch mal genau zu schwätzen, da kann ihr mit Team überall raufklimmen, wo ihr Platz an der Welt seid. Als Waffe hat ein Katana, ein Tanto und Kusarigama. Verstoppt wird die typisch Assassin's Creed war für zu assassinieren, an der Weihnacht Shuriken und Kunai als Wurfwaffen. Es kann ihn also so Naoe als durchaus ausgerüstet und bereit für seine Revenge zu holen. Den Yasuke hat kein Verstoppt oder Wurfwaffen, mit dafür 5 verschiedene Hauptwaffen. Ein Long Katana, ein Naginata, ein Kanabo, Yumi und Tapo. Die Sängerauswahl gesagt ihn direkt, dass sein Kampfstil mehr drauf rauslebt, viel Schuhe zu machen. Mein Team kann ihn zwar auch schleichen, aber Klamme kann ihn absolut nicht, aber Verstoppen geht auch nicht so gut wie beim Naoe. Also wenn ihr will eine Basis stürmen, dann ist die erste genau der richtige dafür. Was gibt es da zu entdecken am Spiel? Wir haben Castles, wir haben Viewpoints, Shrines, Temples, Hidden Trails und Kofuns. Castles und Fortresses sind die Plätze, wo ihr am Anfang den meisten Loot zu holen habt und meistens einmal speziellen Treasure. Für den aber zu kriegen, muss ihr bei den Castles meistens bestimmte Samurai-Deiche umbringen und dann soll variiert von 1 bis 5, dem nur wie groß der Gegner ist. Viewpoints finden am Punkt ziemlich überall und du gilt doch just draufklimmen und dann den Gegner zu entdecken. Den kann ihr dann auch nur als Fast Travel benutzen. Aber so wie an den klassischen Assassin's Creed 4-Gänger für Drohnen kann ihr sich die interessanten Plätze nicht direkt markieren. Es sei ihnen zwar, wo sie leihen, aber wie weit fort sie leihen, aber es muss ihn aber selber noch auf die Platz gehen, für sie zu entdecken. Dann haben wir Hidden Trails, das kann ihn ein bisschen mit einem Parcours an freier Wildbahn vergleichen. Es muss immer die Skills von Naoe
die kann ihn definitiv nicht beim Jaske machen, e bestimmte Weg gehen. Der Weg, wo ihr muss gehen, als man einer bestimmter Farbe markiert, mit Fandelen, aber wenn ihr auf den Schluss könnt, wo dann Köcht normalerweise mit Legendary Ausrüstung abgehen. Dann haben wir noch die Kofuns, sogenannte Grabstätten. Die sind ungefähr so abgebaut wie ein Labyrinth. Du hast den richtigen Weg gefunden, bis ihr bei den Treasure könnt. Zu guter Letzt haben wir die Shrines und Tempels. Du hast meistens eine Mini-Aufgabe zu erfüllen, für Knowledge Points zu kriegen. Entweder bei so vielen Shrines jede gehen oder Lost Papers bei den Tempels finden. Knowledge Points sind wichtig für den Skilltree, hier auch Mastery genannt. Mastery Points kriegt ihr sobald ein Level abkriegt. Knowledge Points kriegt ihr aber just auf bestimmte Plätze am Spiel, wie zum Beispiel Shrines oder Tempels. Knowledge Points braucht ihr für am Skilltree Reihen und Skills freizuschalten. Du hast den bis zu 6 Levelen am Mastery Points benutzt, mit Einzelskills zu kaufen. Hier haben wir Skills für ihre Waffen und ihren Kampfstil, wo wir dadurch können verbessern. Wenn wir schon am Menü unterwegs sind, weise ich auch ganz kurz das Inventory. Wer ihr nicht kennt, können wir die Waffen und die Ausrüstung tauschen und das direkt für beide Charakteren. Waffen, beide Ausrüstung haben auch hier eigene Attributes. Später im Spiel kann ihr die auch viel mehr individuell anpassen. Auch wenn ihr gerade mit einem von beiden spielt, wird in Zugriff auf die 2 Charakteren. Und just für die Ausrüstung zu wechseln, muss in der Charakter nicht switchen. Die Ausrüstung kann ihn dann auch an einer Schmiede verstärken. Also als froh, wo haben wir die dann? Wir haben in eigenen Hideout. Ziemlich ganz am Anfang vom Spiel und auch durch die Story könnt eine Person 4, wo euch sein Zuhause, sein Grundstück als Hideout stellt. Und da kann ich relativ viel machen. Schon allein gilt als ein Rückzugsort für euch selber, euch Allies und euch Scouts. Die Allies kriegen wir im Laufe des Spiels an Story dabei und Scouts kommen dabei, wenn wir den Hideout vergrößern oder upgraden. Die Scouts können wir benutzen, für auf der Karte Questpoints zu highlighten oder für aus Castles, Fortresses etc. Material mitzuholen. Als Reim, wo wir können dabei setzen, haben wir dann zum Beispiel Forge, ein Dojo, ein Strategy Room etc. All Raum hat seine Vorteile und ich kann noch selber entscheiden, was ihr braucht. Am Laufe des Spiels ist es wichtig, immer mal zurück bei den Hideout zu gehen, für den zu upgraden, für dass ihr von den Vorteilen kann profitieren. Material für die Upgrades finden am ganzen Spiel, aber meistens, so wie es sich gehört, bei unseren Freunden. Die Reim an das ganze Grundstück kann ihr personalisieren mit Gegenständen, die ihr an der Welt findet oder bei den Verkäufern zu kaufen kriegt. Aber was wir noch können an unserem Hideout kriegen, sind Deieren aus der ganzen Welt. Da haben wir ganz verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Entweder finden ihr Verkäufer, wo ihr Deier verkauft, oder wir hämeln ein Akita oder ein Katz und die sind direkt an unserem Inventar dran. Dann haben wir auch noch genannten Sumie. Hierbei handelt es sich um Bilder, die die Namen von bestimmten Deieren malen kann. Sobald ihr an die Gegend könnt von so einem Platz, wo ihr eine Sumie malen kann, dann sieht man direkt deuten. Da muss hat sich just so los wie nicht mehr möglich ausschleichen, aber wenn ihr bis in die richtige Distanz kommt, malt hat die Scenery, wo hat gerade 4 sich gesagt. Die Technik wurde von einem kleinen Jungen, der für die Story und die Relationship zwischen dem Naue und dem Jaske eine große Rolle spielt. Nachdem es hat beim Kunstwerk fertig ist, wurde in das jeweilige Bild am Inventar, mehr auch das der. Biselo huet et just net bei Deieren aus dem Wasser geklappt, fir se dem Hideout zu kreieren. Wieso hummer allméige Steier han noch anderem laufen wie Hën, Katzen, Kei, Makaken, Fussen, Tanuki etc. Et ass neich wat de muss machen, heet mecht Spaß. Für alle Sammler ginne doch legendär Deieren ze fannen, déi sinn awer ëmmer just in bestimmte Joreszeiten durch. Apropos Joreszeiten, ja, mir hunn hei Season Changes. Dat huet net zwingen eng Beantragung fir d' Spiel, just fir bestimmte Sachen. Wéi schon erwähnt, sie legendär Deiere just in bestimmte Seasons zu fannen. Seasons wiesele méi schnell, wann en zum Beispiel dauernd fast traveln mischt, aber all halbem Season Change füllen sich Scouts rum op, déi en da kann ersetzen.
Am Lauf vom Spiel kommen noch immer mehr Targets dabei, dem ihr es kümmern müssen, und du sie verschiedene auch just in bestimmte Seasons auf einer bestimmter Platz umzutreffen. Wie für mich persönlich war der größte Effekt von den Seasons als einfach die verschiedenen Views, wo ihr abwählt wird. All Season ist für sich wunderschön durchgestaltet und zum Beispiel gesehen verschiedene Shrines und Tempels ganz anders aus, wenn ihr am Frühjahr oder am Winter da ist. Das, was mir beeinträchtigend ist, wie ihr viel könnt, aber wie viel ihr seid. Am Winter wird ihr dazwischen mal ein Schneesturm, am Frühjahr, am Sommer regnet viel und am Hirsch kann doch mal nivellig sein. Für mich persönlich wird das nicht gesteuert und es sind an all Season relativ selbst vorgekommen. Wie und wie treffen sich Naue an der Jaske überhaupt? Wie ist die Relationship zu ihnen? Wie wir schon wissen, ist Naue, Shinobi und der Jaske Samurai und haben beide komplett verschiedene Zeiten in Japan erlebt. Den Jaske steht am Dienst vom Oda Nobunaga, er war auch am Angriff auf den Naue sein Dorf verantwortlich und hat mit seinen Leuten umgebracht. Später im Spiel gehen wir die ganz vorherige Jaske gewohnt und nachdem sie herrenlos ist, verfolgt ihn Naue und konfrontiert hat. Hat keine Sekunde gezögert, ihn umzubringen. Medo könnt der kleine Junge, wo ich vorhin erwähnt habe, im Spiel, er will dem Naue beweisen, dass es gut für ihn und unserer Seite zu haben. So fängt hier Zusammenarbeit, eine gemeinsame Story und ein Vertrauen zwischen den zwei während einem Sake besiegelt. Bevor ich auf Pro und Contra vom Spiel mehr detailliert angehen, kommen wir noch auf den technischen Teil zu schwatzen. Das heißt Grafik, Sound, Steuerung und Box. Was Grafik angeht, kann ich persönlich nicht meckern. Ich fand, sie haben sich immens viel mehr gehen, die Landschaft so gut wie möglich zu stellen. Auch mit Seasons geseit rundherum einfach wunderschön aus. Charaktere sind auch all immens gut gemacht. Just ein Punkt, wo oft nicht an den Spieler klappt, aus Schwätzen und Bewegungen vom Mund. Oft muss ich leider sagen, dass es gut nicht dabei passt. Wir wollen den Spiel wie bei mehr auf Japanisch wird, wo den Innertitel und da konzentriert den sich sowieso drauf bei Mat zu lesen, wie dauernd auf ihren Mund zu gucken. Was den Sound angeht, sind nicht normalerweise Gamer, wo der Moment selber Musik und Soundeffekte vorhält, mit der nicht mehr so am Fokus steht. Für Assassin's Creed Shadows kann ich aber sagen, die Musiker sind immens flott ausgewählt, natürlich japanisch angehaucht und immer passend zu der Szene. Markant Momente, wo die Musik wechselt, als bei einem Viewpoint, bei einer feindlichen Basis, an, wann ihn da erkannt ist. Naue selber hat den grossen Fokus auf Musik, weil es für seinen Pop ein Clay-Flute, Hai Tsuchiboe genannt, kriegt. Es kann ihn sich so als Ocarina vorstellen, das Prinzip für sie zu spielen, als am Anfang dieselbe Stimme. Es kommen noch viele traditionell japanische Instrumente am Spiel vor, und nicht als Genuss der Musik einfach nutzen möchte. Steuerung funktioniert mal mehr, mal weniger. Wen hat an einem Assassin's Creed noch nicht der Fall, dass sie genau will ob Punkt sprangen oder klettern und den Charakter geht genau an die andere Richtung. Bitte fahren Sie geradeaus. Oder dann hatte ich noch einen Moment, wo sich ein nicht gebackt wird, wo ihn sich so verstoppen und dann als ihn ertappt gehen. Oder der Jaske, wo einfach nicht klettern oder sprangen kann. Es waren an meinen ganzen Spielstunden relativ viele so Momente, mit zum Glück just für kurzer Dauer. Es regen sich kurz drüber ab und dann möchten einfach weiter. Bugs dürfen aber auch nicht vergessen und waren ein paar Witze dabei. Zum Beispiel ein Feind, wo ihn da wollt am Schlaf assassinieren, ob er mal absteht, also schon hinlädt, nachdem sie ihn am Anfang nicht mehr sollt leben. Ich hatte zum Glück just witzig Bugs erkennen, wo mich irgendwie am Spiel sollt gehindert haben. Lo schwatzen ich aber noch gerne über ein paar Punkte, wo bei mir leider Minuspunkte kommen. Mein Hauptminuspunkt sind einfach die Millionen Quests. Ganz am Anfang amüsiert den sich noch alles am Passport zu machen, Nebenquests, die in NRW begehen, an. Wie irgendwann gesagt wird, komplett überfüllt aus. An all Hauptstadt kommen mehr Nebenquests dabei und permanent muss irgendwo irgendein Umbrot gehen. Für mich persönlich ist das ein Kritikpunkt, weil ich vielleicht mal gut nicht dran drucken, sich um das Ganze zu kümmern, just wenn ich natürlich fully committed ist. Und zweitens,
Et Main Story fällt komplett aus dem Fokus. Ich habe sicher 20 Stunden man der Verbot just Nebenmissionen zu machen, sind hin und her gereist und nur Sachen entdeckt. Ich fand einfach die Main Story nicht so am Fokus wie es soll und es muss sich so dem Spiel richtig aus der Nuss ziehen. Wenn ich schon so viele Stunden an den Spielen investiere, wo ich auch ganz gerne mache, fand ich, soll die Main Story aber am Flow bleiben, sodass sie nicht aus dem Blick verliert und den Interesse einfach bestehen bleibt. Mir das alles erfährt gut. Es gibt auch einfach wirklich viel zu entdecken, weil die Karte auch nicht wirklich klein. Das Spiel ist für mich eine gute Addition für die Franchise. Schon allein, weil es ein Japan-Spiel hat es mein Interesse geweckt oder genau das, als es auch von mir am besten am Spiel gefallen hat. Wie es gemacht ist und durchgestellt ist. Leider krude ich auch noch 50 Stunden Spielzeit, wo ich 0,4 gekommen bin mit der Story ein bisschen flamm und habe mich da wirklich just auf Main Quest konzentriert. Just Nebenmissionen gemacht, wenn ich sie Mist machen. Und wenn mal einer dagegen war, habe ich dann auch mal einen assassiniert. Ich bin am Laufe des Spiels einfach Lust Investment verloren, weil doch irgendwann ein bisschen Wiederholung ging. Am Großen und Ganzen ist es ein flottes Spiel. Ich hatte aber wirklich meine Momente, wo ich immens begeistert war und hatte am Anfang eine gute Gaming Experience. Nur 25 Jahre Sims, also endlich Konkurrent rauskommt. Und zwar Insoi. Sie setzen mehr auf Realismus an Open World. Ob der Konkurrent aus Korea gegen den Spiel kann kommen, wo ein riesiger Fan bei sie über Jahrzehnte aufgebaut wird, das verrät das da lo. Schon ein Zeitchen aus das Spiel Thema bei The Sims oder kommen so ein Live-Simulation-Game-Fans. Und spätestens nachdem sie in ihre Stand gesehen hat, mit der riesen Cards auf der Gamescom 2024, sie wird live oder auf 1000 Social Media Stories, wie auch Schülerin, dass endlich ein vielversprechender Konkurrent für den EA sei Sims durch. Insoi! We are same, but different, but still same. Insoi as e Live Simulator Game mat Open World Elementer. Ja, mir kennen net vun de Sims, die hatten dat och probiert, mir net all Fan war so begeert davon. Vielleicht mischt Insoi et besser. Sol. Ech schon mal den Early Access 4 geguckt an e pur Stunde getast. So, heute sind wir noch am Hauptmenü. Wenn du auf der PC an der Mitte drückt, kommt da bei aktuellen News, mengnisch von der Entwicklung, vom Spiel und noch bei der Insoi Community. Das gehen wir aber noch nicht mehr im Detail an, das könnt ihr selber gucken. Ich denke, wir fangen direkt mal an, unsere Soi zu erstellen. Ich gehe meinem Soi dann direkt mal in coolen Ich sehe auch innen drin, haben wir da noch Altersgruppe und Geschlecht. Das kann man ja dann noch für Sims. Traits. Das werde ich mich spät weisen. Ich denke, wir fangen vielleicht an, meinem Soi erneut ausgesehen zu verpassen. An der ersten nennen wir einfach mal Kategorie Hummer pur Presets. Ich sehe schon dolo raus und modifizieren da ein bisschen, damit mein Review keine 5 Stunden dauert. Tor habe ich auch kurz fortgemacht, damit ihr besser seht, was wir alles können Gesicht ändern. Lo für den Anfang kommt man de Base Editing, da siehst du die Sachen raus wie Hautfarbe und Gesichtsmerkmale. Das ist ziemlich cool. Du hast die Welt tausende Möglichkeiten. Weder gesieht, Sommersprossen, Fallen, Schönheitsflecken, kann ich sich Bilder und Gesicht machen, kann ich den Make-up, andere wie ich will. Es kann ich alles machen. Dann haben wir auch Dan und Abra, die wir natürlich anderen und noch an alle Farben können hun. Mein kleinen Highlight sind die mega fancy Wimpern. Ich meine, guck dir, steh einfach also mega nice. Auch eine kleine Demonstration dann auch, wer ein Gesicht kann verändern. Also eigentlich geht er just bei die kleinen runden Punkten und die zieht einfach ein bisschen am Gesicht rundherum. Genau. Und das war es eigentlich schon. Und dann das Wichtigste, du mit Haar, du hast dann auch ein paar Frisuren natürlich, verschiedene Längen und dann auch verschiedene Frisuren, wo ich dann auch kann verschiedene Farben dran machen.
Als nächstes haben wir dann noch den Körperbau. Du hast dann noch verschiedene Presets drin. Du kannst sich dann ihn auswählen. Und danach kann ich dann noch wie beim Gesicht alles ein bisschen verzeihen gehen, wie ihr nicht gerne hat. Und da sind wir ja auch schon bei den Kleider. Du hast auch Presets, mir ich will etwas viel mehr Cooles weisen, nämlich Craften. Ja, ihr könnt Kleider erstellen. Da können wir zum Beispiel die Oberteil holen. Da könnt ihr Ärmel draus sichern, Colli, Key-Colli und noch ganz verschiedene andere Sachen auswählen. Also individuell Kleider drohen. Die Farbe könnt ihr auch für alles einzeln raussichern oder auch eure KI-Muster erstellen. Und da muss ich sagen, das ist richtig witzig, weil die KI auch nicht immer alles versteht. Wie bei Sims muss er dann natürlich auch für alle Ulas richtig gekleidet sein und da auch Outfits zusammenstellen. Und da könnt ihr auch von Nägel bis Accessoires alles raussichern und anpassen. Ich habe schon gefühlt 3 Stunden dafür gebraucht. Dafür weise ich euch einfach in ganz schnellen Durchschlaf von Mengen 3 Stunden. So, Insäuers erstellt, Insäuers ugedoen. Und da kommen wir mal endlich bei Trades. Das ist eigentlich ganz simpel. Du kannst den Charakter, die Wiese von seinem Säu raussichern. Also ja, Charakterzig vom Säu. Genau. Aber das gemacht ist, ja, da sind wir ready für den Baumodus, ging ich so. So, hier ist der Baumodus. Und ich muss sagen, den hat ganz genau so viel Möglichkeiten, wenn nicht sogar mehr wie Charaktererstellung. Ja, den hat mich richtig überfordert. Aber ich habe probiert, vielleicht einfach mal etwas Kleines zu bauen. Ich denke, da muss ich auch nicht so viel erklären. Ich habe mich einfach ein bisschen durchprobiert und durchgeklickt. Es ist ein bisschen limitiert am Schwar von den Bierden, Tapeten und den Möbeln. Aber es muss ihr bedenken, das Spiel ist noch am Early Access. Das heißt, das ist noch in der Entwicklung. Und ich bin mir ganz sicher, du könnt noch ganz viel dabei. Ich denke, ich weiß nicht, auch hier am Schnelldurchlauf, was ich da zusammengewurstelt habe. Ich habe für gut 2 Stunden alles durchstöbert und es hat richtig Spaß gemacht. Kann ich sein Haus wirklich mit Live zum Detail errichten und gestalten. Was dann auch cool ist, dass da auch hier einen Craft-Button hat, für Möbeln zu erstellen. Ja, die könnt ihr eure Möbel machen. Ich habe mir dann auch gedacht, komm, ich baue mal eine richtig cute Luft. Und ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen stolz drauf. Ich meine, guck dir so um, wenn ich lief. Guck die Stadt Kunstwerk an. So, und nur dem super Kunstwerk gibt es Zeit für den letzten Teil von meiner Review. Und wie soll das eigentlich da sein? Ich weiß nicht, was ich mit seinem Säu alles so kann machen am Spiel. Und noch heute gibt es viel zu machen und vieles zu sehen. Da muss ich sagen, du hast Sims ganz ähnlich. Ich habe mir hier ein Appartement rausgesicht an einer Stadt mit Strand. Da habe ich dann auch entdeckt, dass die Stadt kann auch individuell gestalten, auf verschiedene Karaussischen, wie die Bäume an der Stadt, viel deren, nicht viel deren, verschiedene Dekoen, was auch ziemlich cool ist, ne? Das erste, was ich dafür gemacht habe, ist auf den Strand gegangen. Da habe ich da probiert, schwimmen zu gehen. Das hat nicht funktioniert. Dann habe ich halt etwas gegessen. Und dann habe ich auch gesehen, dass da ein Freizeitpark neben da war. Da bin ich auch bis an den Freizeitpark gegangen. Da wollte ich dann noch auf Attraktionen. Da ist es nicht gegangen. Ich weiß nicht, vielleicht könnte das auch noch. Dann habe ich auch probiert, mich mit Leuten zu unterhalten. Das hat auch geklappt. Just heinz du Matzen am Gespräch sind, so ist dann einfach mal fortgerannt. Wieso? Weiß ich nicht. Sind vielleicht einfach busy NRW, die so ist. That day on, if I was going somewhere, I was running. Für den Rest, also die Life Simulator, wer ihn nicht kennt, muss sich um seine Menschen kümmern, seine Skills ableveln und schaffen gehen, für so zu verdienen. Ich habe einfach ein bisschen drauf losgespielt und 1-2 Tage mit meinem Säu durchschlieft. Ich hatte mega viel Spaß, muss ihn aber wirklich ein paar Stunden spielen, bis ihn alles entdeckt oder verstanden wird. Und ganz oft habe ich mir so einfach frei machen gelassen, was er wollte. Was ein bisschen enttäuschend ist, dass ich so nicht kann mit der Arbeit begleiten. Also ich hätte ganz gerne gesehen, was ich so in verschiedenen Jobs kann machen. Leider, wenn ich just so an der Familie habe, muss ich warten,
bis dos an se Zeit mat umkräen sech bëssen Stadion zu gucken wat nopere so machen an Zeit zu sehr wie mege Schnuffir spulen. Ech schon ganz viel geschwart an ich probere mech kurz ze halle mat méger Konklusion. Den Early Access mcht schon mega Bock. Ech si ich überfordert mat all dem Schwar, den ich kann treffen, Punkto Säuerstellung a Baumodus, mir ich immer ganz sicher, dat het ganz viel Leute gehen, die dat mega fannen. Für mich als Heinz du lass is more, mit das cool, dat sagen all die Mechkete gin. Schiet verreen, de Live Simulators ger huet, werd ganz viel Frete mat tun. Do sinn ich mal sicher. Die braucht just e gute PC mat enger guter Grafikkarte an guter Leistung, an da steht die Schneich am weh, in soll können ze spielen. So, dat waret vun eis. Mir profitéiere lo noch bësse vum gute Wieder. Ne? Wir bleiben bei Banden, aber zocken. Ciao! Ciao! Und das geht um Assassin's Creed. Assassin's Creed Shadows. Assassin's Creed Shadows. Am Insoi. Dreht das natürlich von Assassin's Creed Shadows. Am Ja. ja, ne? Let's go! Und obwohl Meinungen weiter so nehmen gegangen ist. Für Release schon viel drüber diskutiert gouf. Dreht das natürlich von Assassin's Creed. Du siehst ja so irgendetwas zu machen. Oder sie lebt die ganze Ja, Zeit. sie lebt die ganze Zeit. Ja. Das ist war viel raus. Ich muss mit lachen.